Hallo, sehr geehrte Schüler und Schülerinnen, habt ihr mich vermisst? Sorry, the pressure of being your Swiss German teacher got to me, sorry. Einfach schnell unsere Pause einlegen, oder? Auf jeden Fall ist mir vorher ein sehr gutes Wort eingefallen, und zwar ein Galori. Du bist ein hure Galori. Ich glaube, es gibt auch Leute, die sagen Galori. Don't quote me on this. Ich habe keine Ahnung. Frag mich nicht, was es ist, weil ich weiß es nicht. Es ist eigentlich auch ein Siech. Einfach so, du hure Löli. So jemand, ich kann es nicht erklären. Sag's einfach mal zu jemandem und schau, was passiert. Und dann habe ich noch an so ein Seich gedacht. Das ist wirklich so ein Emote, der wird überall gedroppt in der Schweiz. So ein Seich. Nein, du erzählst ein Seich. Ein Seich ist eigentlich so ein Stuss, ein Schissdreck. Also. Aber wenn man Seich als Verb sagt, also seichen, ich muss go seichen, dann muss man Pipi machen gehen. Und zu Pipi machen gehen kann man auch sagen brunzen. Ich muss go brunzen. Ein Brunzablo. Und man kann aber dann wiederum wieder sagen, so ein Brunz, so ein Seich, so ein Schissdreck. Das ist eine wirklich sehr vielfältige Sprache. Emma, darfst denn du als zukünftige Lehrerin so etwas sagen? Ja, ich bin euch ja nur am Aufklären. Ich bin literally am Teachen. Man kann auch sagen, ich muss go schiffen. Schiffen ist auch pissen. Etwas anderes, was mega random ist, wenn man so mitten im Nirgendwo ist, dann ist man im Gacko draussen. Voll im Gacko. Woher kommt dieses scheiß Gacko? Ist gemeint Gacki? Ich weiß es nicht.